Haltestelle Mohnweg und herzlich willkommen Uli und Frank in der KVB Sonderlinie 3 zum 3. Kölner Podcast-Tag. Hallo zusammen, die zwei Schwartlappen vom Podcast Das Köln-Ding der Woche begrüßen euch zur Aufzeichnung des 3. Kölner Podcast-Tags. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um diese herrliche Marie-Louise Nikuta Gedächtnisstraßenbahn vom Schrottplatz zu retten. Denn heute fahren wir alle gemeinsam mit der Kamellebahn über die Aachener Straße. Und unsere Linie 3 ist schon richtig voll. Wir nehmen nämlich zum ersten Mal mit richtig viel Live-Publikum auf. Jetzt macht euch bequem, sögt euch in den Sitzplatz, rückt jetzt zusammen, denn jetzt geht es los. Alles, was in Köln zum 3. Mal passiert, ist Tradition. Und so auch dieser Podcast-Tag. Der erste Podcast-Tag, da bedanken wir uns nochmal ausdrücklich bei den Ratsbläsern, bei denen wir zu Gast sein durften. Und wir sind gemeinsam über den Eigelstein geschlendert. Beim zweiten Podcast-Tag waren wir zu Gast der Roten Funken, vielen Dank. Und wir durften das Severinsviertel erkunden. Und heute ist es endlich soweit. Und das ist das erste Mal live vor Publikum. Wir haben uns ansonsten immer in so ein kleines Kämmerchen eingesperrt und aufgenommen. Jetzt live vor Publikum. Wir sind so nervös, wir wissen ja nicht mehr, wohin mit uns selbst. Diese Straßenbahn, in der wir jetzt sitzen, ich will das mal so erklären. Unsere Podcast-KollegInnen fahren mit uns zusammen in der Straßenbahn und die haben sich ganz bestimmte Haltestellen an der Aachener Straße ausgesucht. An den Haltepunkten sind wiederum spezielle kölsche Orte und diese schauen wir uns dann gemeinsam an. Ja, hört sich kompliziert an, ist es auch, aber lasst euch mal überraschen. Wichtig ist dabei eigentlich, die Kollegen werden nicht über ihre Podcasts reden, sondern sie werden eine Sonderausgabe ihres jeweiligen Podcasts machen, nur halt in sehr kurz. Die Vorgabe ist 3 Minuten 30. Hier vorne sitzt der Hermann, der hat sich immer beschwert, aber das kriegen wir hin, ne? 3 Minuten 30. Und dann werden wir diese Folgen zusammenschneiden und daraus eine Gesamtgeschichte machen. Bevor wir aber loslegen und die anderen Kollegen zusteigen, begrüßt mit mir euren heutigen Straßenbahnschaffner und Siedlungskontrolletti. Er ist eine halbe Hahn, manche sagen auch eine ganze Kehl. Er ist Tünnes und natürlich auch der Schäl. Er ist fast so lovend, ist das Ei und ganz nebenbei ist er auch noch die Mam des Kölner Podcast-Tag. Unser Uli! Der zweitschönste Mann des Abends steht hier an meiner rechten Seite, von euch aus links gesehen. Dieser Mann hat es geschafft, 50 Jahre schwarz mit der KVB zu fahren, ohne erwischt zu werden. Er hat sich den Liniennetzplan komplett auf den Rücken tätowieren lassen und dieser Mann kann Unglaubliches. Er kann alle Haltestellen der Linie 12 rückwärts aufsagen. Das ist er, der unangefochtene König der Kurzstrecke, Frank Masbach. Aber was wären wir ohne unseren zwar vollkommen überbezahlten, aber unglaublich versierten Tontechniker? Da hinten im Eckchen hat er sich verzogen. Er sorgt dafür, dass wir immer den richtigen Ton treffen. Unser Tontechniker Jannik! Und eine Premiere noch für alle. Wir nehmen das erste Mal auf. Wir sind ganz gespannt, wie das Video wird. Ein großes Dank dafür an Dominik von Freestyle Cologne. Haltestelle Junkersdorf. Die KVB begrüßt alle Podcaster des 3. Kölner Podcast-Tag. So, Uli, jetzt sind wir hier Junkersdorf, da wollten doch irgendwie alle zusteigen. Kannst du mal kurz durchzählen, bitte? Ich gucke mal, ob wir alle an Bord haben bei unserer Linie 3 Nikuta Gedächtnisstraßenbahn. Luren wir uns. Da vorne, Caroline und Hermann sind da, sitzen da parat. Marie und Laura haben wir auch, ja. Marvin und der Tim sind auch da, die winken da hinten. Der mit dem Trömmelchen da, das ist der Kurt, ja, der ist auch da. Mit der Jitta ist der Arno, sitzt auch hier, haben wir sie alle parat. Jansen Ruth, der Dirk und der Manuel als Rude Funke. Ja, wir beide sind auch da. Ja. Eigentlich. Das kann los sein, ne? Ja. Haltestelle Rhein-Energiestadion.
Heimat des besten Fußballclubs Deutschlands. Erster Halt und direkt mal kompaktes Wissen in circa 4 Minuten. Der Podcast Eine Geschichte der Stadt Köln ist sicherlich der Platzhirsch unter den Kölner Podcasts. Seit Februar 2021 begibt sich Willem Fromm mit seinen Hörern auf eine Zeitreise durch die Kölner Geschichte. Gestartet in der Kölschen Ursuppe ist er derzeit mit der Folge 84 circa im Jahr 1266 angelangt. Richtig? Gute Frage. Ja, ich sag mal ja. Willem erläutert die wichtigsten Ereignisse der Kölner Stadtgeschichte in chronologischer Reihenfolge. Wissenschaftlich fundiert, aber stets spannend und vor allen Dingen auch unterhaltsam. Zusätzlich gibt es immer wieder Interviews, Schnipselfolgen und jede Menge Social-Media-Gedöns. Heute wird er im Schnelldurchlauf die Geschichte der Aachener Straße zusammenfassen und das ist gar nicht so einfach, weil er hat ja nur 4 Minuten. Begrüßt mit mir den Kölner Stadtchronisten Willem Fromm. Ja, schönen guten Abend. Mal gucken, ob das Mikro überhaupt funktioniert. Hallo? Test, Test, Test. Ist so wie bei mir zu Hause. Schön funktioniert. Ja, lieber Herr Diakon, ich fühle mich wirklich wie zu Hause hier, weil auch in meiner alten Mietwohnung war oft die Heizung kaputt. Aber lassen wir uns dann von Geschichtsfakten heute Abend erwärmen. Ich hoffe, die 4 Minuten laufen noch nicht. Bevor wir anfangen, möchte ich noch einmal sagen, also hätte mir jemand 2019 gesagt, als ich in einem stillen Kämmerlein meinen Podcast entwickelt habe, dass wir einmal hier so auf einer Bühne sitzen würden mit so einer Community, hätte ich niemals gedacht. Und daher auch danke Uli und Frank, dass ihr das jetzt jedes Jahr organisiert. Gut, die Zeit können wir jetzt laufen lassen, aber ich strenge mich an. Ich hoffe, es wird ein Hörvergnügen für alle hier im Raum, jetzt mal nicht nur 2000 Jahre, sondern 7.500 Jahre Aachener Geschichte abzurattern. Denn die ältesten Kölner haben hier schon um 5500 vor Christus gewohnt, die sogenannten Bandkeramiker, ungefähr auf der Ecke zum Militärring Aachener Straße. Die Aachener Straße ist heutzutage 8,7 Kilometer lang bis zur Stadtgrenze, aber eigentlich ist sie sogar 400 Kilometer lang, denn um 19 vor Christus baut der römische Feldherr Agrippa eine Fernstraße, die Via Belgica, die dann witzigerweise nicht nach Aachen geht, sondern über Jülich, Maastricht, Tongern bis an die Nordseeküste, an den Ärmelkanal. Ein Highlight hierbei auf heutigem Stadtkölner Gebiet ist das 1843 gefundene Römergrab in Weiden. Wirklich müsst ihr mal hingehen, das ist ein wunderschönes Grab mit tollen Ausstattungsgegenständen. Wir haben Sarkophagbüsten und so weiter und so fort. Die alte Aachener Straße könnt ihr sogar noch bis Frechen-Königsdorf lang gehen. Danach kommt der Tagebau, der hat die Straßen leider weggebaggert. Und im Mittelalter ändert sich der Verlauf. Westlich von Jülich legt man die Straßentrasse dann nach Aachen und erst dann im Mittelalter wird die Aachener Straße noch wirklich zur Aachener Straße. Mittelalter ist ein gutes Stichwort. Heute, wo das Müngersdorfer Stadion ist, lebten so um die 50 Leute im Mittelalter in einem kleinen Dörfchen. Und es gab damals noch keine Bundesautobahn 4, noch keine Deutsche Bahn, keine Eisenbahntrasse. Die Aachener Straße ist die Straße nach Aachen und mausert sich schnell zur Krönungsstraße. Warum Krönungsstraße? Aachen, Karl der Große, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Aachen ist der Ort, wo die römisch-deutschen Könige für den größten Teil des Mittelalters gekrönt werden. Und es wird dann Tradition, dass wenn ein römisch-deutscher König in Aachen gekrönt wird, er über die Aachener nach Köln reinkommt, im noch unfertigen Dom eine große Party feiert und dann eben empfangen wird als neuer König. Die westliche Stadtgrenze liegt damals auch auf der Aachener Straße, witzigerweise sogar außerhalb der Stadtmauer, so ungefähr hier um die Ecke, da wo die heutige Moltke Straße ist. Und auch 1794 endet hier auf der Aachener Straße Kölns jahrhundertelange Unabhängigkeit als freie Reichsstadt, denn dort einigen sich der Kölner Stadtrat, die gehen halt vor die Stadt und treten den französischen Revolutionstruppen entgegen und sagen, hey, bitte beschießt unsere Stadt nicht, wir geben ja schon auf und lassen uns erobern.
Und für den weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts bleibt die Aachener Straße eine sehr ländliche Straße. Sie bleibt auch weitestgehend unbefestigt. Das bleibt eigentlich bis in die 1880er Jahre so, bis dann die Urbanisierung eintritt. Da kommt die Pätsbahn, also die Pferdebahn, die dann die Aachener Straße mit der Innenstadt verbindet. Dann werden irgendwann Lindenthal und Braunsfeld eingemeindet, Müngersdorf auch. Und dann geht die Urbanisierung hier richtig los. Und kurz zum Ersten Weltkrieg ist dann die Aachener Straße schon so eine richtige Lebensader für die Stadt. Ein Fun-Fact: An der Aachener Straße wurde auch Industriegeschichte geschrieben. Da gab es das musste ich mir aufschreiben, die Autofabrik Heinrich Scheele. Die haben Autos gebaut, witzigerweise mit E-Motor. Hat sich nicht durchgesetzt. In den 20ern sind sie pleite gegangen. Schicksalsträchtig bleibt die Straße noch. Ich hoffe, ich habe noch eine Minute. 1918 marschieren die Briten über die Aachener Straße nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg nach Köln ein. 1945 ebenso die Amerikaner. In der Zwischenzeit 1920 wird der Grüngürtel errichtet. 1924 auch der Aachener Weiher, wo dann auch nach dem Weltkrieg 17 Millionen Kubikmeter Schutt angehäuft werden zum heutigen Aachener Hügel. Da hatte man mal die tolle Idee, einen Bohrkern zu machen, um zu zeigen, dass das eben ein Schutthügel ist, bis man auf die Idee gekommen ist, da könnten ja noch Kampfmittel drin sein. Das mal lieber nicht reinbohren. Also, wenn ihr mal dort seid auf dem Aachener Hügel, bitte nicht buddeln. Die Straße ist auch bekannt für große Trauerzüge. 1999 Willy Millowitsch, erinnere ich mich auch noch dran, oder 1936 bereits Willy Ostermann. Und heute ist die Aachener Straße eine wichtige Pendlerachse. Für die Verwaltung, die Stadtverwaltung teilt sie die Innenstadt in eine Nord- und Südhälfte, die ich ehrlich gesagt ziemlich unlogisch finde. Und ja, es zeigt sich, nirgendwo findet sich so viel Geschichte wie an der Aachener Straße. Und ich habe jetzt ganz viel ausgelassen. Volksbühne, Millowitsch-Theater, die Eckhäuser an der Straße 57, 63 zur Moltke-Straße hin, wo ich mal nicht in eine Kneipe reingekommen bin, weil ich minderjährig war. Die Hahnentorburg, das Müngersdorfer Stadion, Melaten, Williamsbau, Rheincenter Köln, Römergrabweiden, Dreifaltigkeitenhaus und RTL natürlich, die 1988 mit Unterköln als Medienstandort begründet haben. Vieles musste ich auslassen, aber vielleicht erfahrt ihr in einem weiteren Beitrag noch etwas über die Aachener Straße. Vielen Dank und madet Jod. Ja, da habe ich, glaube ich, nicht zu viel versprochen. 4 Minuten Aachener Straße von der Ursuppe bis jetzt. Chapeau, lieber Willem. Bevor wir den Willem aber jetzt noch mit einem riesen Applaus entlassen, möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass es bald ein kleines Bärbelchen oder möglicherweise Henneschen im Hause Fromm geben wird. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute an euch. So, dann schauen wir mal, wo es jetzt weiterhin geht. Haltestelle Klarenbachstift. Letzte Kölsch-Tankstelle vor Melaten. Wer Kölsch sagt, muss auch Prost sagen. Und wer in Kneipen in Köln sucht, der muss ihn einfach kennen. Den besten Kölner Kneipen-Podcast. Marvin und Tim sind mit 2x02 unterwegs und erklären uns Kölsche Kneipenkultur Deluxe. Die sind bereits, jetzt haltet euch fest, in der 9. Staffel ihres Podcasts und ich habe mal hochgerechnet, die haben bis jetzt mindestens 180 Kölsch dienstlich getrunken. Da kann man ein bisschen neidisch werden, das ist bei unserem Podcast etwas anders. Welche Kneipen in der 9. Staffel besucht werden, müsst ihr selber herausfinden. Aber es ist immer ganz besonders, weil die legen sehr großen Wert auf originale Atmosphäre. Das heißt, man bekommt den ganzen Kneipenlärm gratis mit, wenn man den Podcast hört, ohne selber Kölsch trinken zu müssen. Ganz nebenbei machen die beiden auch Musik, als 4812 nennen die sich. Und heute nehmen die beiden uns mit in eine ganz besondere Kneipe mit viel Geschichte, ins Marienbild. So, alle mal raussteigen aus der Straßenbahn, wir gehen rüber. Begrüßt mit uns Marvin und Tim, die beiden Kölschen Kneipen Allzweckwaffen. Und damit auch der einzige Podcast, der live auf der Bühne Hopfenbrause genießt. Denn es muss ja authentisch bleiben. Übrigens das Gute, dass hier die... Genau, das konnte ich noch nie. Das Gute, dass hier die Heizung ausgefallen ist, bleibt das Kölsch schön kalt. Und dann noch die richtige Seite. So, immer vorbereitet sein.
Wer trinkt und lacht mit reinem Sinn, dem schaut Maria freundlich hin. Prost. In diesem Sinne. Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderfolge 2x02. Dem Kölner Kneipen-Podcast. Heute aus Braunsfeld, aus dem Gaffel im Marienbild. Auf der Aachener Straße 561. Die Kölsche Wirtschaft hat unter der Woche ab 5 geöffnet. Und Wochenends ab 12. Montags ist Ruhetag. Wir trinken Gaffelkölsch zum Preise von 2,30 Euro. Dazu gibt es eine große Küche, die über die Kölsche Foderkarte noch hinausgeht. Etwa mit Saisonkarten wie Muscheln, Spargel, Pfifferling, auch vegetarische und vegane Optionen. Von außen sticht das Gebäude ja direkt hervor. Die weiße Steinfassade mit dem Marienbildchen und den Sprossenfenstern. Und drinnen, ganz traditionell, mit Schwemme. Tim, was ist überhaupt eine Schwemme? Eine Schwemme ist der Stehbereich, ursprünglich für die kleinen Leute, die nicht im Saal sitzen durften. Ja, da bietet sich ein schnelles Kölsch im Stehen doch geradezu an, oder? Genau, Prost. Ja, insgesamt passen hier 125 Leute rein, plus 70 im Sälchen und 100 im Biergarten. Außerdem gibt es die Marienstube mit 30 Plätzen. Also eine Riesenwirtschaft. Die Theke hat L-Form und bietet stehend Platz für 12 Gäste. Man sieht richtig, diese Mauern haben eine lange Geschichte. Bodenkacheln, Wandfliesen, gescheuerte Holztische. Und die typische halbhohe Holzvertäfelung. Also Speisen mit Ambiente. Die erste Erwähnung findet sich schon 1721 als Postkutschenhalt zwischen Köln und Aachen. Also das heißt, hier Pferde umspannen. Und selbst beim Bier entspannen. Genau. 1883 wird das heutige Gebäude errichtet. Ja, der Name Haus Marienbild, der dürfte den Kölnern damals ja gut bekannt gewesen sein. Ja, im katholischen Köln gab es zahlreiche Mariendarstellungen an Häuserfassaden, auch bei Gaststätten. Ein damaliges Marienbild-Brauhaus stand übrigens dort, wo heute der Hauptbahnhof steht. Und auch die Schreckenskammer trug wohl mal diesen Namen. Ganz schön verwirrend bei so vielen Marienbildchen im Hilje Kölle. Das bekannteste Marienbild-Brauhaus dürfte aber das am Deutzer Rheinufer gewesen sein. Das Marienbildchen Bellevue war die Rheinterrasse und Hauptausflugsziel der Kölner im Sommer. Heute finden sich seltener Kneipen mit Marienbildnissen in Köln. Doch jede Kölsche Wirtschaft braucht auch ein Wirt-Original. Das war im Marienbild Gustl Richter, der Sterne-Gastro in das kölsch-katholische Kommunionsfeiergasthaus brachte. Der Starkoch war nicht nur Vorsitzender des Gastronomieverbandes Nordrhein, der Opiepass, Maître de Rôtisseur de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs, wurde 1979 von der Coopération de Vignerons de Champagne zum Träger des Diplôme d'honneur geschlagen. Gesundheit. Ja, danke schön. Prost darauf. Also echte kölsche Sterneküche. Ja, der Bundesverdienstkreuzträger ist leider letztes Jahr verstorben. Und was geht heute im Marienbildchen? Also 2007, quasi heute, ne, war die feierliche Wiedereröffnung mitsamt Postkutsche. Der Tradition also treu geblieben, ich verstehe. Und es gibt diverse Live-Events, Musik, Fastelovenspartys oder sogar Weinfeste. Jetzt geht's also weniger katholisch zu. Nicht zwingend. Casalas Musikvideo zum Hit Wenn ich ne Engel bin, wurde hier im Brausaal gedreht. Das Marienbild gilt unter anderem als Stammlokal der Band. Und bevor man uns hier irgendwann auch zum Stammpublikum zählt, machen wir uns lieber wieder schnell auf den Weg. Tschüss. Eins kann ich ja mal ganz deutlich sagen, ich bin so neidisch auf die Idee, die können ständig dienstlich Bier trinken hier und wir müssen bei unserem Podcast immer über so trockene Themen sprechen. Also großes Kompliment. Vielen Dank, hat er Jod gemacht. Großartig. Aber jetzt alle wieder eingestiegen, die Linie 3 hat auf uns kurz gewartet so lange. Es geht weiter und nächste Haltestelle. Haltestelle Melaten. Schön, wenn man bliebe kann und nicht muss. Jetzt wird's interessant, denn in den kommenden beiden Beiträgen dreht sich alles um Kölns bekanntesten Friedhof. Den Anfang machen Caroline Küpper-Popp und Hermann Hertling vom Podcast Podklav. Die beiden sprechen in ihrem Podcast ausschließlich Kölsch und zwar in seiner reinsten Form, also quasi Hochkölsch. Dabei sprechen die beiden in derzeit 65 Folgen über alles rund um Kölle. Von kölschen Persönlichkeiten, über Anekdoten bis hin zu kölschen Lebensweisheiten.
Caroline ist Seminarleiterin bei der Akademie für uns Kölsche Spruch. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, die Kölsche Sprache zu erhalten. An ihrer Seite ist Hermann Hertling, 95 Jahre jung, eine echte Kölsche Legende. Hermann ist unter anderem Träger des Severin-Bürgerpreises, wurde mit dem Rheinlandtaler des Landschaftsverbands Rheinland ausgezeichnet, führt Regie, arbeitet als Schauspieler, Autor und Verzählnismann und ist nun auch spätberufener Podcaster. Bitte einen donnernden Applaus für Caroline und Hermann. Ja, leef Lükscher. Oh, gute darüber. Leef Lükscher, ehe das losgeht. Uli Kiefernagel und der ganze Anhang, der Heder zustand gebracht hat. Ich nehme an, als Kalenderältester darf ich das sagen, in Ihrem Namen herzlichen Dank an das Volk, was das zustand gebracht hat. So, geht los. Wir zwei machen der einzige Podcast mit einer Husnummer und vielleicht auch der einzige mit einem Rühmchen. Ich lese euch für. Öscher Straße 204 vom Toni Boots. Borgens kein Steuermilatze, liebe Freund. Dann tun wir die hier, komm ich auf und an besuchen. Öscher Straße 204. Brust dich ja nicht anzumelden, nicht zu kloppen an der Tür. Ich bin immer da zu finden. Öscher Straße 204. Nur das eine musste wissen. Es gibt weder Wein noch Bier. Auch kein Schnitzer wird es geben. Öscher Straße 204. Kein Geschenk ist mitzubringen. Auch kein große Blumenzieher. Still et Gätzchen in het Lateinsche. Öscher Straße 204. Einmal wird es auch euch treffen. Dann litt ihr da uns wie mir. Und auch ihr Adresse, die heißt dann Öscher Straße 204. Toni Boots war das. Wir zwei, jetzt bist du dran, ne? Nee, du bist dran. Ja, also, wir sprechen über Malote, über Kirchhof auf der Öscher Straße mit der Nummer 204 am Haupteingang. Nee, Doch, da geht drin. aber es ist keine Kirchhof. Was soll es dann sein? Das sind doch nur Gräber. Das ist ein Friedhof, aber keine Kirchhof. Ob Kölsch ist eine Friedhof, eine Kirchhof. Aber was Malote angeht, ist das nicht wahr. Wie die Franzose Realtee in Köln hatte, haben sie dafür gesorgt, dass die Menschen nicht an der Kirche, aber außerhalb von der Stadt begraben wurden, wie bei den Römern. Malote war damals weg außerhalb von der Stadt. Es ist also eine Kirchhof, der keine Kirchhof ist. Uns Bottklar-Fans könnten sich jetzt beschweren. Wir haben halt eine Folie über Malote gemacht, in der Folie Nummer 20. Wahrhaftig, aber es gibt so viel zu erzählen von Malote. Als es ist über das eine ob Malote Besuche aus dem Rühmchen. Wo ist das Problem? In meiner Putezig hätt mich das erst durcheinander gebracht. Millionen der Opa-Besuche haben sie mir erzählt. Ich war noch klein. Der Opa ist im Himmel beim Lewe J. Und dann der Opa-Besuche? War der Lewe J auch am Kirchhof? Das war mir all komisch. Wir kommen in das Verzählen in das Schwade. Malote. An dem ganzen alle Teil sieht man, dass es so sein sollte wie bei den Römern. Die hatten ja für die Duden nur die Welt unter der Erde. Die Vorstellung war keine Trost. Das war langweilig, der Unge im Schatten. Man konnte nur Trost finden da drin, dass man so eine Jode Mensch gekannt hat.
So kräht er dann auch römische Lande und eine Seeskranz ob et Graf. Er hätt der Lauf von singem Leve Jod hinger sich gebrat wie ne Sportler, der gewonnen hätt. Das war doch anders, wie es losging mit den christlichen Symbolen. Da fing man erg viel op man Leute, vor allem Engelscher. In dem Zusammenhang iter Engele. Die sind wahrhaftig meestendeels erg groß. So Engele sind, sagen sie, im Leve de Menschen rum. Und wann der Mensch dann stirbt, blieb singe Schutzengel bei ihm Weg in der Himmel. Insgesamt kam viel Trost op man Leute aus der Religion. Nicht nur die Engel, auch andere heilige Figuren, vor allem Maria und der Jesus mit der Donnerkrone. Ja, und Höck? Ja, eine ganz wichtige Möglichkeit, den Menschen Kirche auf Höck zu trösten, ist, dass sie zu einer Gemeinschaft gehören. Dort auf lebendig. Zu der Aidshilfe, zu einer großen Familie, zu einer fasten Lebensgesellschaft. Das bringt die Abschrift vom berühmten Graf ob Malotte sogar ob Kölsch zum Ausdruck. Wer treu gedient als Funk ob Erde und mit uns ging durch Freud und Leid, der wird niemals vergessen werden. Gott tröst euch in der Ewigkeit. Lev Lückscher, könnt ihr raten, wer jetzt mit dem nächsten Podcast dran ist? Dankeschön. Ja, was soll man dazu sagen? Vielen Dank für diesen wundervollen Beitrag, der auf reinstem Hochkölsch war. Und man muss ganz klar sagen, wenn wir mit 95 das noch so hinkriegen, dann haben wir nicht so viel verkehrt gemacht. Sensationell. Wie die beiden schon richtig gesagt haben, wir sind jetzt hier angekommen am Grab der Roten Funken. Die Roten Funken haben eine ganz besondere Beziehung zu Melaten und das werden uns gleich zwei ganz besondere Männer erklären. Da ist zum einen Dirk Wissmann, der Präsideurs der Roten Funken. Da jeder Rote Funk immer einen Spitznamen hat, ist sein Spitzname die Appelzin von der Üleports, was nicht so richtig Sinn macht. Aber er hat noch einen anderen mitgebracht, der hat einen Spitznamen, der richtig Sinn macht. Nämlich mit ihm zusammen ist der Rote Funk Tippelbroder he und der Tippelbroder ist der Manuel Andrak. Tippelbroder deswegen, der Manuel hat mehrere Bücher zum Wandern veröffentlicht und deswegen haben die Funken den Tippelbroder genannt. Der Podcast der Roten Funken ist entstanden tatsächlich aus der Wahl, die zum ersten Mal eine Kampfabstimmung bei den Roten Funken war. Und da wollten die beiden Kandidaten sich vorstellen. Und daraus haben die aber richtig Lust gewonnen, einen Podcast zu machen. Und dieser Podcast heißt Pflück ihr Funk. Mittlerweile in 21 Folgen erklären die beiden uns die Funkenwelt, erklären uns, was drumherum ist. Und es lohnt sich unbedingt, da mal reinzuhören. Heute geht es um eine ganz besondere Episode der Funken, nämlich um Melaten. The stage is yours. Vielen Dank an Manuel und Dirk. Hier ist Flöckje Funk, der beste Karnevalspodcast der Welt mit Dirk Wissmann, dem Präsident der Roten Funken, Manuel Andrak und unserem Gast Heiner Heidewitzka, der Koch der Roten Funken. Hallo ihr beiden. Hallo Manuel. Ja, jetzt sitzen wir mit der Begrüßung schon eine halbe Minute rum. Wir müssen heute ein bisschen Gas geben. Thema ist Aachener Straße. Oh, cool. Und da haben die Roten Funken natürlich am 1. November an Allerheiligen immer was zu tun, und zwar auf Melaten. Dirk, erzähl mal. Ja, Allerheiligen ist unser inoffizieller Start in die Session. Wir haben auf Melaten eine eigene Grabstätte und wir gedenken an Allerheiligen, unseren verstorbenen Kameraden, wie das ja auch viele Gesellschaften machen. Bei uns ist die Tradition ein bisschen älter. Sie stammt aus dem Jahre 1919 oder so. Wir hatten damals einen Präsidenten, der
im Prinzip während seiner aktiven Zeit, in der er lebte, halt immer zu Zeiten des Ersten Weltkriegs den Funken an der Front kleine Liebesgaben geschickt hat. Zigarren, Schnaps, Schokolade. Und der Erste Weltkrieg war zu Ende und der Mann ist halt auch arm gestorben und man hätte ihn in einem Massengrab damals verscharren müssen. Und da haben die Funken, die zurückgekommen sind und die noch in Köln auch lebten, gesagt, das lassen wir nicht zu. Der Mann hat sich so für uns eingesetzt jetzt während der Kriegsjahre und haben dem eine Grabstätte bereitet. Und daraus ist die Tradition erwachsen, immer an Allerheiligen, sich an der Grabstätte des letzten verstorbenen Präsidenten zu treffen. Das haben wir dann irgendwann mal umgeändert, indem wir gesagt haben, wir haben eine eigene Grabstätte und haben die Patenschaft über ein Grab auf Melaten übernommen. Das müsste so 2016, 17 gewesen sein. Wir haben auch ein bisschen da renoviert und umgebaut und ein Funkendesign reingebracht. Und da kann man sich jetzt als Roter Funk beerdigen lassen. Jeder zahlt, der zahlen kann, zahlt ein bisschen mehr und das geht in einen Fonds, damit dann halt Funken, die vielleicht nicht mehr so viel im Alter haben, umsonst da beerdigt werden können. Und da treffen wir uns halt immer. Eine wunderbare, würdige Veranstaltung, die toten Funken zu ehren. Und auch immer mit tollen Reden, auch in der letzten Session von dir, Dirk, des Präsidenten, da geht es auch mal um 75 Jahre Grundgesetz und um ernste Sachen, also jetzt nicht nur Spaß und Halligalli. Ne? Mhm. Und unsere Funkenband spielt auch den Funkenmarsch, aber in Moll. Genau. So gehen wir halt über den Friedhof Melaten an der Aachener Straße. Madet Jod, tschüss, das war Flöckje Funk. Tschüss Manuel. Tschüss Heiner. Ein großes Dankeschön an den Tippelbruder und die Appelzin von der Üleports für den Einblick in das Funkenleben. So, nächste Haltestelle. Ab dafür. Haltestelle Universitätsstraße. Das Schönste hier ist der Blick auf den Aachener Weiher. Jetzt wird es spannend, denn True Crime darf auch beim Kölner Podcast-Tag nicht fehlen. Der Podcast True Crime Köln beschäftigt sich mit den dunklen Seiten unserer Stadt. Die Podcast-Folgen des Kölner Stadtanzeigers über historische oder aktuelle Kriminalfälle sind spannend, hervorragend recherchiert und garantieren echte Gänsehaut. Der Podcast von Laura Ostenda und Helmut Frankenberg ist äußerst erfolgreich und das nicht nur im Raum Köln. Für ihre mehrteilige Podcast-Serie Attentat am Blumenstand über den Angriff auf Henriette Reker im Wahlkampf 2015 wurden Laura und Helmut mit dem renommierten Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet. Bei ihrer Premiere beim Kölner Podcast-Tag präsentiert Laura heute den Raub im Ostasiatischen Museum. Herzlich willkommen, Laura. Genau, es wurde eben schon gesagt, den Podcast mache ich nicht alleine und vor allen Dingen bin ich meistens nicht die Person, die das meiste zu erzählen hat. Das ist mein Kollege Helmut Frankenberg. Der ist heute Abend aber bei einer anderen Veranstaltung und deshalb vertrete ich ihn hier. Und wie gesagt wurde, es geht um den Raub im Ostasiatischen Museum und damit fangen wir jetzt an. Ein Mittwochabend im September vor 2 Jahren. Am Aachener Weiher brechen mehrere Unbekannte in das Museum für ostasiatische Kunst ein und stehlen 9 Porzellanexponate im Wert von 1,3 Millionen Euro. Bis heute sind die Kunstgegenstände spurlos verschwunden. Spuren zu einer Bande nach Hildesheim und ins niederländische Leutwarden ergeben keine weiteren Hinweise. Beim Einbruch in Köln kann man durchaus Parallelen zum Einbruch ins Louvre ziehen. In beiden Fällen nutzten die Diebe ein ungewöhnliches Hilfsmittel. In Köln soll einer der Täter einen grauen, würfelförmigen Rucksack getragen haben. In diesem verstauten sie vermutlich die Beute. In Paris nutzten die Diebe eine gemietete Hebebühne, zugegebenermaßen etwas aufsehenerregender als ein umfunktionierter Lieferdienstrucksack. Eine spektakuläre Hebebühne war in Köln zwar nicht notwendig, aber auch hier gelang der Zutritt durch ein Fenster. In Köln war es in den Monaten zuvor bei einem von 2 versuchten Einbrüchen beschädigt worden. Daraufhin hatte eine Sicherheitsfirma das Fenster mit einer Holzplatte bis zur weiteren Reparatur verriegelt. Geholfen hat es nicht. Alarm geschlagen hat es schließlich ein Wachdienstmitarbeiter, weil er laute Geräusche am Eingang des Museums gehört hatte. Immerhin ein Schmuckstück wurde in Paris unerwarteterweise wiedergefunden.
Die wertvolle Krone von Kaiserin Eugenie, Ehefrau Napoleons III., muss bei der Flucht herausgefallen sein. Denn nach dem Einbruch fand man die aus mehr als 1000 Diamanten bestehende Krone beschädigt auf der Straße liegen. Mit etwas Glück im Unglück hatte niemand mehr gerechnet. Aktuell wird sie restauriert. Bei den zerbrechlichen Porzellanvasen, Tellern und Krügen aus der Ming- und Qing-Dynastie waren die Diebe in Köln wohl vorsichtiger. Weder eine beschädigte Vase noch eine unversehrte konnte bisher wiedergefunden werden. Museumsdirektorin Shaolan Hertel erläuterte bereits kurz nach dem Raub die Einzigartigkeit der gestohlenen Porzellankunst. Hergestellt zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert galt das chinesische Porzellan schon zu seiner Entstehungszeit als besonders wert und kunstvoll und war in Europa als weißes Gold gefragt. Kunstsammler Karl Ludwig Clay schätzt die Umstände des Diebstahls folgendermaßen ein. Es waren bedeutende Keramiken, die waren weltweit bekannt. Und nach meiner Interpretation kann das nur ein Auftragsklau gewesen sein. Das klaut keiner zufällig, diese Stücke, sondern die wollte jemand gezielt haben. Und die wollte jemand haben, der sie bei sich haben will. Die sind ja auch nicht vermarktbar im seriösen Kunsthandel. Die tauchen sofort über Art Lost oder sowas wieder auf. Auch laut Staatsanwaltschaft gingen die Diebe planvoll, zielgerichtet und gut organisiert vor. Aber was sind die Motive und wer steckt hinter einem solchen Auftrag? Einige hatten den Verdacht, der chinesische Staat selbst könnte dahinter stecken. Kunstsammler Clay glaubt das eher nicht. Wir tendieren ja jetzt im Moment dazu, bei allem, was ist, sagen, da ist eine düstere chinesische Macht dahinter. Nö, die haben bedeutendere Stücke. Also es ist jetzt kein National Treasure. Der chinesische Staat diese Dinge macht, so wie China konstruiert ist, braucht er das auch nicht, weil er genügend Leute hat, die das auch ohne staatlichen Auftrag machen. Es kann ein Sammler gewesen sein, Museen nicht, denn dann wird es ausgestellt. Händler auch nicht, höchstens ein Händler im Auftrag eines Sammlers. Also das Wahrscheinlichste ist wirklich ein Sammler. Im letzten Jahr hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. Es gibt keine weiterführenden Hinweise auf den Verbleib der Kunst. Wer selbst die Augen offen halten möchte, findet Bilder des gestohlenen chinesischen Porzellans auf der Seite der Stadt Köln. Auch in Paris fehlt jede Spur vom französischen Familienschmuck. Doch dort konnten 3 der 4 Täter mittlerweile festgenommen werden. Ja, da habe ich nicht so viel versprochen. Super spannend. Und ich glaube, ich werde dieses Jahr beim Weihnachtsessen mal unter das Porzellan gucken. Wer weiß, was die Oma da im Schrank hatte. Schaut mal bei der Oma nach, ob da nicht vielleicht die eine oder andere Ming-Vase zu finden ist hier. Ne? Also, danke, lieber Laura. Und ich hoffe, du bist nächstes Jahr wieder dabei, wenn wir vielleicht einen 4. Podcast-Tag machen. Man weiß es nicht. Wir werden sehen. Ne? Übrigens, wir können stehen bleiben. Ne? Weil wir sind jetzt dran. Wir stehen ja immer noch an der Aachener Straße und wir stehen immer noch am Ostasiatischen Museum. Und jetzt drehen wir uns alle mal um, also wir tun so, als ob. Drehen wir uns alle mal um und dann sehen wir, quer über den Aachener Weiher geguckt, über die Aachener Straße drüber, nix. Da ist eine Wiese, da ist gar nichts. Aber da war mal was Großartiges. Und darüber wollen wir 2 erzählen. Wir vom Köln-Ding der Woche. Unser Podcast, das ist so das Enfant terrible der Kölner Podcast. Wir halten uns an keine Regeln. Wir machen das, worauf wir Lust haben. Wir reden über kölsche Wörter, kölsche Musik, kölsche Persönlichkeiten, führen Interviews mit Menschen, wo wir Lust drauf haben und haben eigentlich die einzige Regel, wir kommen alle 2 Wochen raus und ich halte mich nie ans Skript. Das ist die einzige Regel, die wir haben. Ja, kann ich nur unterschreiben. Ja. Aber was ist jetzt? Wir stehen jetzt hier und gucken über die Aachener Straße. Was ist denn da, wo nichts ist? Wir schreiben das Jahr 1947. Die Stadt Köln liegt in Trümmern. Der Zweite Weltkrieg hat mehr als 70% aller Wohnungen zerstört. Die Kölner frieren im bitterkalten Winter, denn die Temperaturen sinken teilweise auf minus 20 Grad und der allgegenwärtige Hunger macht das Leben zur Qual. Gleichzeitig sehnt man sich aber auch nach Normalität und Ablenkung. Für die Kölschen ist Spaß daher brutnötig. Dieser Spaß, den haben die Kölschen sich auch in der Nachkriegszeit im Fastelovend gesucht. Aber der erste Zug ging erst 1949 wieder. Aber der Spaß war vorher nüdig, der war brutnüdig.
Und deswegen war die Frage, wo holen wir uns den Spaß, wo können wir Fastelovend feiern? Die großen Säle, alle zerstört, da konnte man nicht drin feiern. Aber 1947 gab es eine Alternative. Der Kölner Zirkus Williams eröffnete einen ganz besonderen Bau. Dieser halbfeste Winterbau stand gegenüber vom Aachener Weiher. Bauen war damals allerdings extrem teuer, also brauchte man eine absolut geniale Idee, um den Veranstaltungsraum überhaupt errichten zu können. Daher machte man buchstäblich aus Scheiße Geld. Der begehrte Elefantenmist der Zirkuselefanten, ich sag mal vermutlich als Dünger genommen, wurde gegen Baumaterial eingetauscht. Dieser Saal war schon ordentlich groß. 2.500 Menschen haben da reingepasst in den Williamsbau. Das muss man sich vorstellen aus einer Mischung aus Zirkuszelt und halbfestem Bau, so ungefähr. Und da ist wirklich Legendäres passiert. Niemand geringerer als Peter Müller, die Aap, hat da geboxt. Es war Louis Armstrong, hat da gespielt, ein Konzert. Und auch der junge Ludwig Sebus, den gab es mal in Jung für die Älteren unter uns. Der hat da auch gespielt. Und gleichzeitig auch eine kölsche Institution hat dort ihren allerersten Auftritt gehabt. Es war am 11. November 1952. Da ist das Eilemann-Trio für die sagenhafte Gage von 55 Mark das erste Mal aufgetreten. Und bis 1955, also 1955, wurden alle 3 Gestirne im Williamsbau proklamiert. Es gab ja nichts anderes. Heute ist der Williamsbau längst vergessen. Doch ein nicht ganz ernst gemeintes Geschenk der damaligen Hausherrin Carola Williams ist bis heute fest in der DNA der Stadt verankert. Während einer Karnevalssitzung überreichte sie dem damaligen Spielertrainer des 1. FC Köln, Hennes, der beste Herr Weißweiler, einen lebenden Geißbock. Die Erzählung, dass der Geißbock vor Schreck auf Weißweilers Schuhe gepinkelt hat, ist aber, glaube ich, eher eine kölsche Legende. Was jedoch sicher ist, mit diesem Geschenk wurde der Geißbock Hennes als Maskottchen des 1. FC Kölns geboren. Allerdings steht heute nicht mehr der Ur-Hennes am Spielfeldrand, klar. Mittlerweile ist es bereits der 9. Geißbock, der auf diesen Namen getauft wurde. Da wir Kölschen natürlich Plätze zum Feiern gebraucht haben, wurde 1955 der Gürze nicht wieder eröffnet. Die alten Spielstätten wurden wiederhergestellt. Man konnte wieder Fastelovend feiern, auch da, wo man früher gefeiert hat. Und somit wurde der Williamsbau tatsächlich überflüssig. 1956 wurde der Williamsbau abgerissen. Und wenn ihr heute mal dahin geht, schaut euch das mal in aller Ruhe an. Da gibt es wirklich was zu sehen, denn da gibt es noch eine Stele, die erinnert an diesen Williamsbau, ungefähr 1,70 Meter, 1,80 Meter groß, mit einer bronzenen Plakette. Diese Plakette hat allerdings einen kleinen Schönheitsfehler, die ist falsch. Da ist ein bisschen dumm gelaufen. Reinhold Lewis und Wolfgang Oelsner, die haben nämlich mal recherchiert. Auf der Plakette steht nämlich, der Williamsbau wäre 1955 abgerissen worden, ist falsch. Das ist 1956, aber ganz ehrlich, wenn das einzige Problem ist, was wir in Köln haben, haben wir sonst keine Probleme. Wenn ihr also im Sommer am Aachener Weiher spazieren geht oder grillt oder was weiß ich, in Kölsch genießt, dann schaut doch mal auf die andere Seite. Und wenn ihr ganz still seid, hört ihr vielleicht Hennes den Ersten noch meckern. Haltestelle Moltke Straße. Letzter Halt vom Rudolfplatz. Das belgische Viertel ist nicht weit. Auch dieses Jahr ist die Radio Altstadtwelle wieder bei unserem Podcast-Tag dabei. Kurze Info zur Radio Altstadtwelle. Merken, es ist vollbracht. Die Altstadtwelle hat ihre Sendelizenz erhalten und kann ab Anfang 2026 endlich auch über Antenne empfangen werden. Für die Altstadtwelle sollten heute Harald von Bonn und Kurt Fellner gemeinsam aufnehmen. Aber Haralds Tochter ist leider erkrankt und daher kann er heute persönlich nicht dabei sein. Er lässt aber ganz herzlich Grüße ausrichten. Wir senden natürlich seiner Tochter alle beste Genesungswünsche. Aber Kurt ist trotzdem gekommen und den Part von Harald wird mein unnachahmlicher Kollege Uli übernehmen. Kurt Fellner alias Captain Kurt ist als Räuber-Urgestein und Gründungsmitglied seit 34 Jahren auf den Bühnen Kölns und im Umland und was weiß ich wo überall unterwegs.
Die Band hat unzählige Hits geschrieben und mit oben unten einen absoluten Karnevalsknaller rausgebracht. Wir drücken die Daumen, dass die neue Single Weil mir Kölsche sind genauso durchstartet. Heute spricht Kurt über einen besonderen Auftritt der Räuber im Kölner Jazzclub Subway an der Aachener Straße. Einen Riesenapplaus für Kurt Fellner. Ganz lieben Dank. Eigentlich ist das mit dem Sitzen viel schöner hier, ehrlicherweise. Gefällt mir viel besser. Kurt, schön, dass du da bist. Der Kurt ist ein Urgestein des Kölschen Podcast-Tages. Der ist in der Ursuppe gewesen, der war schon beim allerersten Podcast-Tag dabei. Und das ist mal echte Treue. Einen großen Applaus und danke für die Treue. Ich bin scheinbar viel rumgekommen in Köln, ne? Ich bin scheinbar viel rumgekommen in Köln, dass du mich so oft auf Köln was anfragen könntest. Ja, und du hast ja auch viel zu erzählen und darauf sind wir natürlich sehr gespannt. Wir reden über die Aachener Straße und wir reden über das Subway. Im Subway eigentlich Jazz. Das ist eine reine Jazzkneipe. Und jetzt kommen auf einmal die Räuber da um die Ecke und erzählen vom Trömmelche. Wie ist das zu verstehen? Was konnte da passieren, dass ihr im Subway wart? Wir hatten ein 10-jähriges Jubiläum und der WDR hatte gefragt, habt ihr nicht Lust, dass wir das aufnehmen und das senden? Und das war für uns natürlich eine Riesenehre, eine eigene Sendung zu bekommen. 10 Jahre Räuber und das war dann im Subway, im legendären Subway auf der Aachener Straße, was aber dann wohl hinter uns die Türen geschlossen hat. Lustigerweise, denn 2001 war die Sendung aufgezeichnet worden und 2001 war auch erstmal Schluss dort. War das eure Schuld? Ich weiß es nicht, aber ich kann nachher noch was dazu sagen, das verfolgt uns. Aber 2009 ist es wieder als Jazz-Schuppen wieder aufgemacht und es ist schön, dass es bis heute am Wochenende offen ist und man kann da hingehen und noch Jazz hören. Gehen wir ein paar Meter weiter, einfach mal stadteinwärts. Auf der rechten Seite sehen wir das ehemalige Milovic, die heute Volksbühne. Ihr habt da auch öfters gespielt und 2005 zum ersten Mal, stimmt das? Ist es korrekt? Ja? Kann sein, ja. Und das war ja schon auch für euch was Besonderes. Das ist Milovic, also damals war es noch Milovic, das ist ja mal eine Institution. Ja, es war Milovic und irgendwann hat das die Volksbühne übernommen und dann ein neues Konzept gefahren und dann, ja, wir haben uns eingereiht in damals die Föß und die Höhner und auch die Pavaya haben dort Konzerte gemacht und die Gastspieldirektion Otto Hofner hat dann gefragt, wollt ihr das nicht auch machen? Und wir haben uns das auch zugetraut und haben dann auch wirklich etwas ganz anderes gemacht, denn wir haben gesagt, das Trömmelchen muss man nicht nur jetzt auch noch im Theater hören, sondern da muss man was anderes machen. Deswegen, da kamen auch Stücke raus, das war nicht so diese karnevalistische Geschichte. Ihr habt dafür eigene Stücke geschrieben, die gar nicht so veröffentlicht sind. Ist das korrekt? Stimmt das? Ja, wir haben gedacht, wir wollen die Leute unterhalten. Also, dass wir Party machen können, dass wir Karneval machen können, das ist, glaube ich, jedem bekannt. Aber wir haben ja auch die Vielfalt der einzelnen Leute konnten wir da zeigen und haben wir dort gezeigt. So, jeder hat irgendwie Spezialitäten, die er kann. Und wir haben also Comedy gemacht, wir haben also lustige Lieder geschrieben, auch mal nachdenkliche Lieder, die man auf einer Karnevals- oder einer Open-Air-Bühne gar nicht machen kann, weil die Leute viel zu unruhig sind oder nicht zuhören würden. Also man musste ja die Leute unterhalten. Und das war eine ganz andere Ebene, die wir auch lange gemacht haben, bis 2020, ne? 22, ja. Und dann war das Lustige, hinter uns war wieder Schluss. Es war vorbei, es durften keine öffentlichen lauten Veranstaltungen gemacht werden, weil der Nachbar da angebaut hatte und dann nicht mehr schlafen konnte und sich beschwert hatte. Wenn ich jetzt Uli Merz wäre, Hausherr dieses Dings hier, dieser Kirche, hätte ich jetzt ein bisschen Angst, ehrlicherweise. Wir haben hier den Zerstörer der kompletten Institutionen hier auf dem Tableau stehen. Deswegen sagte ich, das ist also schon lustig. Aber man darf mittlerweile wohl wieder machen. Er hat verloren, er hat nicht schlafen können, aber er hat den Fehler gemacht, das ist ein gewerblich genutzter Raum, den er gemietet hatte und da darf man nicht schlafen. Also man darf wieder Musik machen da. Köln 1, komische Typen 0. Ja. Es gibt ein Lied, das ist tatsächlich später veröffentlicht worden und jetzt versuche ich es. Du könntest mir allerdings lieber helfen. Dieses Lied hat einen wunderschönen Refrain und den muss ich ablesen, sonst bin ich morgen früh noch dran. Die Frau Schmitz, die hätte eine Spitz und die Frau Latz, die hätte einen Gatz. Und die Gatz von der Frau Latz, die hätte Schmitze, Spitz, ihr Kratz. Und darum ist auch hier der Krach und der Radau, weil die Latze Katzi Kratzer, der war wow.
Das haben wir einmal gemacht. Habe ich noch Zeit für eine ganz kurze Anekdote? Ja, wir waren in einem Altenheim gewesen, das war ein Sommerfest und wir haben das Lied mit der Frau Schmitz gemacht, was so ein bisschen lustig ist, über zwei Witfrauen, die sich ein bisschen gestritten haben. Und während des Lieds liefen auf einmal so einige Leute zu einer älteren Dame und die hat gelacht und hat Spaß gehabt und die sind hin und nachher kam die Heimleitung zu uns, sagte, wissen Sie, was Sie da gemacht haben? Nee, diese Frau hat seit über 10 Jahre nicht mehr gesprochen, mit keinem Menschen mehr, überhaupt nicht mehr gesprochen. Die hat sich so kaputt gelacht und da ist dieser Knoten geplatzt, sodass sie wieder sprach und seit der Zeit hat sie auch wieder gesprochen mit den Leuten und das war eines der schönsten Erlebnisse. Da könnte der Schmitz, ihr Katz, die hätte den anderen gekratzt und auf immer jedes wieder. Wunderbar. Es gibt noch ein anderes Liedchen von euch, das ist definitiv viel bekannter. Viel bekannter. Dafür müssten wir jetzt eigentlich nochmal zum Ausgangspunkt unserer Reise zurückfahren, aber wir drehen uns einfach mal rum und gucken die Aachener Straße entlang und sehen da so 4 Pylone stehen, die übrigens jetzt auch beleuchtet werden. Das ist der größte Adventskranz Köln, das ist das Müngersdorfer Stadion. Und jeder Pylon geht immer für jeden einzelnen Advent dann an. Und da gibt es ein Lied, was gespielt wird, wenn der grandiose, niemals zuvor geschlagene, intergalaktisch gute erste FC Köln... Och, seid ihr mört, oder was? Der galaktische, niemals zuvor geschlagene, intergalaktische erste FC Köln... Ja, da geht mehr. Ein Tor geschossen hat. A, welches Lied und B, warum? Ja, denn wenn es Trömmelche geht, ist natürlich für uns eine wunderbare Ehre, aber wir haben uns das nicht ausgesucht, sondern das hat tatsächlich der FC selber entschieden. Ne? Und viele in Düsseldorf sagen, ihr seid nur ein Karnevalsverein. Vielleicht stimmt's, aber wir haben den Humor, auch wenn wir verlieren, aber wir freuen uns natürlich immer besonders, wenn wir gewinnen, denn dann wird der Trömmelchen gespielt und da sind wir mächtig stolz drauf. Dann wollen wir hoffen, dass das Trömmelchen ganz oft noch im Müngersdorfer Stadion gespielt wird, dass der FC die lang ersehnte Meisterschaft holt. Natürlich, drunter machen wir den Köln nicht. Ne? Lieber Kurt, vielen Dank. Du als altes Urgestein, das sagt man nicht, ne? Du als junges Urgestein des Kölschen Podcast-Tages, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, uns zu besuchen. Es war wieder herrlich. Vielen Dank für die Anekdötchen. Machet Jod und loset Trömmelchen. Vielen Dank. Werde ich tun. Vielen Dank und tschüss. Haltestelle Rudolfplatz, Endstation. Schön, dass ihr mit der KVB gefahren seid. So, alle ins Russe aus der Bahn. Es ist Schluss jetzt mit der Fahrerei. Tickets hattet ihr nicht gehabt, ihr Schwarzfahrer. Insofern, wir gehen ein paar Meter nochmal zurück. Wir gehen zur Volksbühne zum ehemaligen Millowitsch-Theater. Und hier wollen wir auch an einen Mann erinnern, der tatsächlich eine kölsche Legende ist. Willy Millowitsch, wer auch sonst. Am 9. November 1992 gab es die Kundgebung, die legendäre Kundgebung auf dem Klodwichplatz. 100.000 Mann waren da und haben gegen Rassismus und Neonazis mobil gemacht. Das war der Startschuss der Initiative Areschu. Heute ist Areschu tatsächlich die langlebigste und einflussreichste Musiker- und Künstlerinitiative gegen Rechts in ganz Deutschland. Und dort sind wir in Köln auch ein bisschen stolz, ehrlich gesagt. Ne? Seit September, also noch relativ jung, gibt es auch einen Podcast mit dem bezeichnenden Namen Zeng auseinander. Der wird gehostet von Marie Knepper. Marie sagt, Demokratie braucht uns alle. Zeng auseinander ist überzeugt. Stimmung ist gestaltbar. Kunst und Engagement helfen. Frust in Energie, Ohnmacht in Fantasie und Vereinzelung in Gemeinschaft zu verwandeln. Heute ist sie hier bei uns und wird über Areschu und den Podcast Zeng auseinander erzählen. Sie ist nicht alleine. Sie hat einen Gründer der Initiative mitgebracht. Das ist Arno Steffen. Schön, dass ihr bei seid. Marie, Arno, Goderup. Ja. Guten Abend. Hallo, das ist übrigens mein Vater, wer es nicht weiß. Ich war 1992 tatsächlich mit dabei,
aber noch im Bauch meiner Mutter. Also ich bin einen Monat später auf die Welt gepurzelt. Vielleicht hatte das Motto was damit zu tun. Ich weiß es nicht. Arno. Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Nein. Auf jeden Fall bist du da und ich freue mich, wir freuen uns alle. Riesig. Heute gemeinsam auf der Bühne. Ja, und wir haben zwar das Thema Aachener Straße und mit ein bisschen Fantasie passt das auch. Also wir hatten uns Willy Millowitsch als sozusagen Figur auserkoren. Und Willy Millowitsch war ja 1992 mit dabei und hat aus Karl Zuckmayers Teufelsgeneral etwas vorgetragen. Ich weiß nicht, ob der Einspieler dazu kommt. Seit sich die Völker von dort vermischt haben, vermischt wie die Wasser aus Quelle und Bäche und Flüssen, und damit sie zu einem großen, lebendigen Strom zusammenfließen. Ich glaube, damals wurde auch schon lauter, lauter gerufen, als Willy Millowitsch auf der Bühne war. Ich habe mir das YouTube-Video angeguckt. Aber vielleicht erzählst du von dem Abend und was Willy Millowitsch da vorgetragen hat. Ja, erstmal muss ich dazu sagen, waren wir uns gar nicht so sicher. Wir haben das im Vorfeld organisiert und haben dann ab und zu mal aus der Torbusch rausgeguckt und keine Sau war da. Wir hatten schon einen Horror und waren fix und fertig. Was machen wir denn, wenn jetzt keiner kommt? Und irgendwie ein bisschen später, da kam einer der Leichenblass rein, sagte, Leute, der ganze Platz, die ganze Bonner Straße ist voller Menschen. Und das waren die 100.000. Und der Willy, das war ein richtiger Volkstribun. Der wurde wirklich mit offenen Armen und Seelen wurde der aufgenommen. Der hätte auch Schnaps, das war sein letztes Wort, singen können. Das war in dem Moment ziemlich egal. Der wurde geliebt und wurde aufgenommen, fast aufgeatmet. Ja, und das war das ganze Fest, das war wunderbar und das spiegelte damals auch unsere Sichtweise der Dinge wider und ganz besonders der Willy in dem Bogen als ganz alter, erfahrener Mensch und Bürger und die ganz jungen Bands. Und wir alle haben das quasi gefeiert, dass der mit dabei war. Und das war eigentlich ganz wichtig. Also wie das Fest gelaufen ist, es war ein großer Erfolg, wie man weiß. Wir haben damals 1 Million Euro generiert durch Plattenverkäufe, die wir dann schön ausgegeben haben, nicht für uns, sondern für die Arbeit von ASCHU. Wir haben dann weiterhin in Schulen, in verschiedenen Orten Veranstaltungen gemacht und leben bis heute und setzen uns bis heute ein. Ich glaube, unsere 3,5 Minuten sind wahrscheinlich auch schon langsam vorbei, aber vielleicht noch mal zu dem Statement, was Willy Millowitsch ja vorgetragen hat, also Teufelsgeneral. Da geht es ja darum, dass Köln eine sehr vielfältige Geschichte hat, was Herkunft angeht. Und vielleicht die Frage, was machst du aus dem Text heute? Weil wir sind ja in Zeiten, wo Vielfalt in Frage gestellt wird in unserer Gesellschaft. Und deshalb übergebe ich an dich, was du dazu denkst. Was ich darüber denke, ja, da sind 2 Achsen drin, grob. Die wurde eben schon mal genannt. Das ist eine Nord-Süd-Achse, Köln, und das ist eine Ost-West-Achse, Köln. Und genau in dem Mittelpunkt liegt die Stadt. Und das ist jetzt die Sicht eines Kompasses. Aber das ist heute noch viel mehr. Das, wo sich heute Meinung aufbaut, ist quasi ein Kosmos. Das ist über die sozialen Medien und das Internet ist das schon viel mehr, als es früher war. Die Einwanderung, die hat viel gebracht. Das ist die Vielfalt, die ja in dem Teufelsgeneral beschrieben wird. Das ist natürlich keine Sache, die so angenehm und leicht geht, sondern das ist auch natürlich Teil einer Kultur, einer Streitkultur. Da muss Diskurs sein.
da muss man drüber diskutieren. Man muss aber auch eine Gesellschaft haben, die bereit ist, Fremde oder Fremdes aufzunehmen, also eine Einwanderungsgesellschaft, auch das muss man vorbereiten, da muss man drüber sprechen und damit nicht so viel Hass aufkommt, wie es im Moment ist. Das ist natürlich eine blöde Sache, weil man irgendwann angetreten ist, vor 30 Jahren dagegen zu arbeiten und man merkt, man steht im Grunde mit der Nase wieder davor. Das ist eine blöde Situation, aber trotzdem müssen wir da weitermachen. Also Aschu, Zeng auseinander, immer weiter. Ich glaube, ja, vielen Dank. Super Schlusswort. Ich hab dich leider nicht verstanden, Marie, aber ich nehme an, dass ich habe gesagt, super Schlusswort. Aschu und Zeng auseinander, ja, genau. Ja. Es liegt mir natürlich fern, jemanden zu kritisieren, der Gründer von Aschu ist. Aber ich glaube, wir müssen nicht trotzdem weitermachen. Wir müssen jetzt erst richtig Gas geben und diesen rechten Drecksäcken zeigen, wo die Grenzen sind. Und nicht denen die Bühne überlassen. Wir verwandeln Vielfalt in das, was in unserer kölschen DNA drin ist. Wir nutzen das, was wir als Kölsche schon mit der Muttermilch eingesogen haben, nämlich so sind wir alle hin, die komme. Und das ist Aschu. Vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Dankeschön. Vielen Dank. Ich bin dran, ne? So, jetzt sind wir ein paar Schritte gegangen, alles schön. Wir stehen jetzt vor St. Michael, Kölns drittgrößter Kirche, und vor der Tür warten schon Joachim Oepen und Hausherr Uli Merz auf uns. Joachim Oepen ist Historiker, leitet das historische Archiv des Erzbistums Köln. Er ist sozusagen dann ein profunder Kenner von Kirchen und den Geschichten rund um diese Bauwerke. Uli Merz ist Diakon und als geistlicher Leiter von Kirche von Köln heute unser Gastgeber in dieser wundervollen Kirche. Also, Tag 2, wir freuen uns, da zu sein. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle hierhin gefunden habt. Ja, ihr kommt ja von der Aachener Straße her. Diese Aachener Straße verläuft ja so die letzten 400 Meter ungefähr durch die Kölner Neustadt. Und diese Neustadt, die ist entstanden, als man damals die alte mittelalterliche Kölner Stadtmauer niedergelegt hat. Das war 1881. Und in den Jahrzehnten danach, so bis zum Ersten Weltkrieg, wurde dann diese Neustadt ausgebaut, die sich so wie ein Gürtel um das alte mittelalterliche Köln gelegt hat. Naja, und für all die Menschen, die da hingezogen sind, dort leben, braucht man natürlich auch Kirchen. Vor allem katholische, weil eben nun mal in Köln die meisten Bewohner, Bewohnerinnen eben damals katholisch waren. Ja, und eine dieser Kirchen, die damals neu entstanden sind, das ist eben St. Michael, wo ihr jetzt gerade hier angekommen seid. St. Michael nur einen Steinwurf von der Aachener Straße entfernt. St. Michael ist die älteste Pfarrgemeinde in der Kölner Neustadt, 1898 gegründet. Aber die Kirche St. Michael ist eben nicht das älteste Gotteshaus der Neustadt. Das steht vielmehr am Tülpicher Platz, die Herz-Jesu-Kirche. Wie kommt das? Hier am Brüsseler Platz, also an gleicher Stelle, entstand schon 1894 eine erste kleinere Notkirche. Warum war die so klein? Naja, es fehlte schlichtweg das Geld. Und dann, um die Jahrhundertwende, als immer mehr Leute dann in die Neustadt reingezogen sind, die Bevölkerung angewachsen war, war dieses Kirchlein zu klein. Und die Finanzlage der Kirchengemeinde auch besser. Denn im belgischen Viertel wohnten eben viele wohlhabende Bürger, die sich hier ansiedelten. Und deswegen hier dieser tolle, große, repräsentative Bau. Kurz nach der Jahrhundertwende begonnen, 1902, 4 Jahre hat man gebaut, dann war das alles fertig. Der Stil ist, glaube ich, sieht man hier ganz gut, wenn man sich hier umguckt, neoromanisch, typisch für die damalige Zeit. Man wollte auf mittelalterliche Baustile zurückgreifen. Und so ist hier die größte Kölner Kirche entstanden, nach dem Dom natürlich und nach St. Agnes. Und wir sehen hier, wenn wir auf die Kirche drauf gucken, tolle repräsentative Doppelturmfassade, die bis heute den Brüsseler Platz prägt. Die Kirche ist bis heute erhalten.
Im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, hat sie vergleichsweise wenig Kriegszerstörungen erlebt. Aber das, was um die Kirche drumherum ist an Strukturen, das hat sich bis heute total verändert. Ja, das Leben ist sehr, sehr bunt hier am Brüsseler Platz. Der Brüsseler Platz ist ja auch tatsächlich sehr häufig in den Nachrichten zu sehen, wegen Lärmbelästigung und all so ein Gedöns. Seit 2020 im Advent gibt es hier Kirche für Köln. Das ist ja sowas sehr, sehr Besonderes. Im Erzbistum Köln eine katholische Gemeindeneugründung. Das war notwendig, weil so das übliche Katholische hier nicht mehr gut funktioniert hat. Hier waren tatsächlich wenig Leute noch in der Kirche, der Platz proppevoll im Sommer zum Beispiel. Und man hat dann überlegt, wollen wir nochmal ernsthaft versuchen, diesen Ort religiös zu bespielen? Und weil das so ein toller Ort ist, das Belgische und der Brüsseler Platz im Allgemeinen, hat man gesagt, ja. Und dann war aber klar, wenn du es neu probierst, musst du es irgendwie anders machen. Und da sind wir jetzt gekommen mit so einem sehr kreativen Ansatz. Wir wollen eine offene Gemeinde bauen mit dem Mut und dem Willen, neue Wege zu gehen und ganz viel neu zu denken, neu auszuprobieren. Und genauso bunt wie dieses Viertel ist, wollen wir auch die Gemeinde sehen und verstehen. Und da steht so eine Haltung dahinter, Vielfalt überhaupt nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Bereicherung. Und das ist etwas, was, finde ich, dieses Viertel hier atmet und lebt. Und das machen wir auch ganz natürlich und aus Überzeugung. Deswegen sage ich das jetzt eigentlich ungern, weil es für mich völlig normal ist. Aber irgendwie lohnt es sich auch doch, es zu betonen, weil es vielleicht für viele Menschen nicht selbstverständlich ist, wir sind LGBTIQ-freundlich. Also hier kann jeder vorbeikommen, der offen ist und tolerant ist und ja für sich einen spirituellen Safe Space sucht. Und das versuchen wir zu sein. Wenn du hier hinkommst, wirst du in Empfang genommen, sonntags morgens um 11, wenn der Gottesdienst losgeht, von einem Welcome-Team. Das heißt, uns ist wichtig, dass du gesehen wirst. Wenn du deine Ruhe haben willst, kannst du auch deine Ruhe haben. Aber wir freuen uns echt, auch mit Leuten in Kontakt zu kommen. Wir haben keine Orgelmusik. Wir haben eine tolle Orgel hier in St. Michael, aber wir brauchen sie nicht, weil wir im Idealfall haben wir eine komplette Band auf der Bühne stehen, von der aus wir dann unseren Gottesdienst bespielen und spielen christliche Popmusik. Wir haben als Predigtext, aus dieser Leseordnung nehmen wir uns einen Text vor und versuchen den wirklich anhand der neuesten bibelwissenschaftlichen Erkenntnisse ins Hier und Heute zu übersetzen, weil wir echt glauben, dass der Glaube relevant ist und Spaß machen kann und in deinem Leben eine echte Hilfe und Unterstützung sein kann. Wir machen zum Beispiel Qigong. Das ist, sieht so ein bisschen aus wie Tai Chi, was Leute im Park machen. Das nehmen wir so als Einstieg ins Gebet. Und also Sachen probieren wir. Jetzt im Dezember haben wir den Cirque Beaufort hier mit der Weihnachtsschau und werden an Heiligabend 2 Gottesdienste gemeinsam mit denen feiern. Und das macht einfach ganz, ganz viel Spaß. Also, wenn ihr euch informieren wollt, kommt sehr, sehr gerne vorbei. Alles, was ihr über uns wissen müsst, kriegt ihr mit auf unserer Homepage oder auf Insta oder auf Facebook. Und auf YouTube könnt ihr euch sogar unsere Predigten anschauen. Nicht alle, aber ein paar. Also, schön, dass ihr da seid. Kommt rein und guckt euch mal um, fühlt euch wohl und willkommen. Und auch das ist Vielfalt, das ist gelebte Vielfalt. Hey, im Hillige Gölle, wo wir so jetzt machen können, nämlich in der Kirche, ob der Bühne stehen und unsere Spökes machen. Hey. Nochmal ein großes Danke an den Gastgeber, an den Uli Merz, dass er uns ermöglicht hat, hier heute diesen Spaß zu machen. Das war's. Der 3. Kölner Podcast-Tag ist zu Ende. Ihr seid erlöst. Wir sind überwältigt und danken unserem sensationellen Live-Publikum. Ihr habt euren Feierabend für uns geopfert, seid fast erfroren, statt gemütlich auf der Couch rumzulümmeln. Und an alle Hörer da draußen. Ja, ihr habt ein Mega-Event verpasst. Aber wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge die Stimmung direkt nach Hause bringen können. Jetzt seid ihr dran. Überschüttet alle, die heute auf der Bühne waren, mit 5-Sterne-Bewertungen, erzählt allen euren Freunden und Familien von uns, hört uns, bis der Arzt kommt. Und Uli, die einzig wichtige Frage an unser Publikum kommt zum Schluss.
zwingt ihr uns zu einem 4. Podcast-Tag. Ist einstimmig, glaube ich. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Darüber freuen wir uns sehr. Wir freuen uns sehr, dass er dieses Experiment heute mitgebracht hat. Und wir werden das machen. Wir werden einen 4. Podcast-Tag machen. Wir haben auch schon eine Idee, wo. Wir wollen mit den Kölner Podcastern zusammen Düx besuchen. Wir möchten uns rüber ob die Shell Sick, denke ich. Witzig, ne? Jawohl, hier, da ist die Shell Sick, meldet sich. Es sind Zeit für die großen Dankesworte. Ein großes Dankeschön an euch. Ihr habt bei minus 27 Grad durchgehalten. Wir sind stolz auf euch. Jawohl. Ein großes Dankeschön vom Frank und von mir an unsere Frauen, die uns immer wieder unseren Spökes machen lassen, damit wir unsere Midlife-Crisis überwinden können. Sie nicken. Sie nicken. Ein großes Danke an den Dominik von Freestyle Events Cologne, der uns heute ins rechte Bild gerückt hat. An Marvin und Tim, nicht nur für ihren Podcast, sondern auch für die Musik von 4812. Und jetzt natürlich unser unglaublicher, einzigartiger, vollkommen überbezahlte Tontechniker Jannik. Vielen Dank. Bleibt uns gewogen, hört unsere Podcasts. Es war schön mit euch. Und die letzten Worte gehören natürlich nicht uns, die gehören dem Hausherrn, die gehören Uli Merz, dem gehört der Laden immerhin hier. Einen großen Applaus für den Hausherrn. Dankeschön, wir verabschieden uns schon mal. Es war herrlich mit euch. Kommt gut nach Hause, ne? Macht gut. Schneeketten dran machen, habe ich gesehen. Tschüss zusammen, danke.